Folgende Schlagzeile war vor einiger Zeit in der Online-Zeitung zu lesen und die hat bewegt und aufgerüttelt. Da hieß es, Europäischer Gerichtshof beschließt, Kirchen müssen für ihre unerfüllten Gebete haften. Die Meldung kam aus Brüssel, woher auch sonst, und im Artikel hieß es unumwunden, Schluss mit leeren Versprechungen. Der Europäische Gerichtshof hat in einer Grundsatzentscheidung verfügt, dass Glaubensgemeinschaften wie die evangelische oder katholische Kirche für die unerfüllten Gebete ihrer Anhänger aufkommen muss. Andernfalls drohen Sanktionen bis hin zur sofortigen Schließung wegen unlauteren Wettbewerbs. In dem wegweisenden Urteil heißt es dann, Glaubensgemeinschaften und Kirchen werben ihre Mitglieder mit dem Versprechen, dass ein höheres Wesen, in dem Fall Gott, die Gebete der Gläubigen erhört. Bei Nichterfüllung dieses mündlichen Vertrages haftet daher die jeweilige Institution als Ganzes. Look, das betrifft auch uns, nicht nur die evangelische und die katholische Kirche. Und der Hintergrund, der wird in dem Artikel dann auch noch erklärt, weil der gläubige Katholik, so wird er geschrieben, Axel Stepnik, er hat dafür gebetet, dass an seinem 30. Geburtstag ein Porsche in der Garage steht und nicht irgendeiner, sondern dabei ein ganz bestimmtes Modell, und zwar ein 987er Boxster Spider in weiß. Die Zeitung hat das Bild abgebildet, was ihr da seht, den tollen Wagen. Und an seinem Geburtstag ist denn das passiert. Der Porsche stand nicht in der Garage. Die Garage ist leer geblieben und er hat dann angefangen zu klagen, durch alle die Instanzen hindurch. Und am Endeffekt muss die katholische Kirche, so heißt es in dem erstaunlichen Bericht, das gewünschte Fahrzeug innerhalb von 2 Wochen nachliefern. Die Kirchen, so heißt es zum Schluss, etwas zynisch in dem Artikel, die vergeblich für einen anderen Ausgang des Gerichtsverfahrens gebetet haben, fürchten jetzt eine wahre Klagewelle durch enttäuschte Gläubige, deren Gebete nicht erhört wurden. Wenn man das so liest, dachte ich, hoffentlich hat das ja niemals aus dem ICF gelesen, der irgendeine Bestellung noch offen hat, ob Porsche, Ferrari oder sonst was. Das wäre dann wirklich peinlich. Gut, wer den Namen von der Webseite denn liest, von diesem Online-Magazin, weiß sehr schnell, aha, das ist eine Erfindung. Dieses Nachrichtenblatt ist nicht wirklich ein Nachrichtenblatt. Das heißt Postillon, so ein Satire-Magazin, wo ich sehr, sehr gerne ab und zu lese und herzhaft darüber lachen kann. Also der ganze Inhalt, geben Sie zum Schluss zu, ist erstunken und erlogen und eben dreist. Und viele Freikirchen, katholische und auch evangelische Kirchen können also durchaus ausschnaufen und sagen, okay, ist doch nicht alles ganz so schlimm. Aber wenn man den Artikel so liest, denkt man, das ist noch ein guter Scherz. Das ist wirklich noch ein guter Scherz. Eine total absurde Vorstellung, eine absurde und aberwitzige Vorstellung, dass Kirchen gerichtlich haftbar gemacht werden für die Enttäuschung oder für die nicht erfüllten Gebete ihrer Mitglieder. Und nachdem man sich dann so wenig darüber amüsiert hat und gelacht hat und spürt, das ist eine Satire, die hat wirklich gute Qualität. Die hat wirklich gute Qualität. Auch wenn es dreist zusammen gelogen ist, die Story hat einen Stachel. Ein Stachel, den alle Kirchen, alle Glaubensgemeinschaften irgendwo trifft. Und wo wir gesagt haben, mitten in dieser Serie über einfach beten, muss man sich auch dem Stachel treffen. Wir werden zwar nicht von enttäuschten gläubigen Betern vors Gericht gezerrt, aber, und seien wir ehrlich, nicht wenige Leute verlassen auch die Kirche oder drehen sogar im Glauben den Rücken zu, weil sie das Gefühl oder die Erfahrung mit sich rumtragen, dass sie irgendwelchen leeren Versprechungen aufgesessen sind. Meine Gebete wurden eben nicht gehört. Einfach beten, schön. Hat bei mir aber leider nicht so funktioniert. Und dann und wann hat Mann oder Frau dann aufgehört zu beten. Und dann gesagt, einfach beten, das bei mir, in meinem Leben hat das einfach nicht funktioniert. Bis jetzt nicht. Und dann steht auf einmal die Frage im Raum, ja, bringt das denn wirklich was, das ganze Beten? Und wir haben in den letzten Wochen wirklich großartige Geschichten hier vom Gebet gehört. Wir haben jetzt eben als Kirche miteinander gebetet. Und wir machen das nicht, weil wir denken, jo, das ist so ein bisschen religiöse Folklore, das machen wir halt so. Sondern wir sind überzeugt davon, dass
dass Gebete, Dialog mit Gott tatsächlich seine Auswirkung hat. Und trotzdem gibt es einen ganzen Teil Menschen, die sagen würden, look, bei mir, meine Liste der unerfüllten Gebete ist lang. Ist wirklich lang. Die sind alle nicht gehört worden und dahinter stehen dann wirklich auch große Fragen im Raum. Wieso ist mein Freund, meine Freundin oder ich selbst, wieso bin ich nicht gesund geworden, sondern bin krank geblieben? Und dahinter stecken reale Geschichten, Leute. Das sind nicht erfundene Dinge. Ich könnte selbst einige Geschichten bringen, wie die Person, wo ich am Sterbebett gestanden habe und die Person noch mit vollem Glauben gebetet hat, sie wird gesund. Oder was ist mit Schutz, mit Bewahrung? Und die Familie, die vor ihrer Ferienzeit gebetet hat und dann ins Auto gestiegen ist und dann einen schrecklichen Unfall erlebt hat, der bis heute noch nachwirkt. Ja, warum bin ich denn nicht geschützt worden? Und das sind reale Geschichten. Oder warum erlebe ich nicht wirklich eine Hilfe, fragt diese eine Slum-Familie, wo ich selbst kennengelernt habe und in der kleinen Slum-Kirche mitbetet und sagt, hey, Gott ist ein gerechter Gott, und dann Wochen später werden sie einfach relocated, rausgeschmissen von korrupten Politikern, von ihrem Land vertrieben und irgendwo anders hingebracht. Oder was ist mit den Menschen, die doch den Wunsch in sich tragen und sich selbst fragen, was ist denn falsch an dem Wunsch, die sich schon seit Jahren als Ehepaar ein Kind wünschen und bisher das nie irgendwo erleben durften, oder der Mann oder die Frau, die seit Jahren um eine Partnerschaft beten und ringen darum und bis heute und immer an den Falschen geraten, an den oder die Falsche geraten und fragen sich, hey Gott, was ist los? Meine Liste wird länger. Warum stoppt Gott den Orkan und Taifun auf manchen ärmeren Ländern nicht, wo ausgerechnet den Ärmsten wieder alles wegreißt? Und dann kommen so Fragen auf, was soll das mit dem Beten nach einem Parkplatz am Sonntagmorgen, wenn Gott keinen Völkermord verhindern kann? Das sind die Listen von manchen Menschen, die ich persönlich kenne, die du vielleicht kennst, wo vielleicht sogar deine eigene Liste ist. Deine eigene Liste, das eine oder andere, du betest um Frieden in der Familie, in der Partnerschaft und doch erlebst du immer wieder Streit. Und du hörst genau von der anderen Liste, von den beantworteten Gebeten, wo Menschen das erlebt haben, wo sie von Sucht frei geworden sind, wo Kinder gekommen sind, wo Finanzen wieder ins Lot gekommen sind, trotz Corona-Krisen und so weiter. Und wir hören die Geschichten und sagen, ja, aber irgendwie, ich möchte auch darüber. Und dabei geht es nicht nur um eine Porsche. Die Liste kann lang und irritierend sein. Und für manche ist sie dann so lang und so schwer geworden, dass sie einfach nicht mehr beten. Und einfach beten irgendwo nicht mehr klappt. Der Glaube an Jesus ist auf einmal durch die Finger gerutscht, weil es so wie im Alltag nicht richtig funktioniert. Leute, und genau aus dem Grund tun wir es mitten in unserer Serie einfach beten thematisieren. Weil es wichtig ist. Es wichtiger ist, sich auch der Frage zu stellen, machen wir was falsch? Beten wir die falschen Gebete? Sind wir irgendwo falsch abgebogen, dass Gott uns nicht hört? Oder kann Gott nicht oder will er mich nicht hören? Und da tun sich zum Teil große Fragen auf, die ich definitiv nicht in einer Predigt beantworten kann. Aber es ist wichtig, dass wir mitten in der Serie, ich sage es nochmal, uns dem stellen. Was machen wir damit? Schluss mit Gebet oder ja, nicht zu viel hoffen, damit wir uns nicht verhoffen im Beten? Nicht zu viel wünschen und beten, damit wir nicht enttäuscht werden? Ich sage es gerade am Anfang, wir landen nicht in der Predigt. Nein, ich glaube nach wie vor, ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass die Kommunikation mit Gott eine wesentliche und wichtige Angelegenheit ist in unserem Leben. Und dass wir definitiv mutig, kindlich, unerhört beten sollten. Aber wir müssen auch irgendwo eine Antwort in unserem Leben haben und eine geben können für all die Menschen, die momentan auf ihre Gebetserhörungen warten und sich fragen, hey, was ist damit? Mache ich was falsch? Läuft irgendwas falsch? Muss ich anders beten, neue Formen lernen? Oder was ist los, Gott? Hallo? Und deswegen reden wir darüber. Also, warum werden manche Gebete nicht erhört? Und was könnte ein Grund sein? Und wie gehen wir dann wirklich damit um? Look, in der Bibel werden tatsächlich ein paar Gründe genannt und die werden ziemlich prominent erklärt auch, warum
Gott auf manche Gebete gar nicht eingeht oder scheinbar nicht eingeht. Ich möchte euch ein paar Gründe kurz nennen. Das erste ist, an mehreren Stellen wird das thematisiert, es gibt falsche Motive zum Beten. Falsche Motive. Im Jakobusbrief, da heißt es mal, und wenn ihr bittet, wird euch doch nichts gegeben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Da weist die Bibel explizit darauf hin und sagt, look, da kannst du noch so lange über deinen Porsche beten. Das ist ein einfaches Beispiel halt. Das funktioniert nicht. Ja, in unserer begrenzten und eingeschränkten menschlichen Sichtweise beten wir manchmal Dinge, die Gott nicht hören kann oder auch nicht will, wirklich. Und die Sache mit dem Porsche, wie gesagt, die bringen es platt auf den Punkt. Aber es gibt auch die ungesunden und manchmal unüberlegten Wünsche, deren Erfüllung Gott uns zu Recht verwehrt. Und diejenigen von uns, die Kinder haben, die wissen das und kennen das oder mit Kindern unterwegs sind, wenn Kinder möchten manchmal dann nur noch Süßigkeit oder nur noch das und als Eltern sagst du dann, nein, das ist jetzt wirklich nicht gut und dein Kind tobt, schreit, macht und tut und doch sagst du als Eltern, das halte ich aus, weil nein, das ist langfristig nicht gut für dich. Ja, das ist dieses Vater-Kind-Verständnis, wo uns helfen kann zu verstehen, manche Wünsche werden wirklich von Gott nicht erfüllt. Und wenn Fans verschiedener Mannschaften oder Fans verschiedener Parteien darum beten, dass ihre Partei gewinnt oder ihr Kandidat gewinnt oder ihre Mannschaft gewinnt, dann ahnt man schon ein ganz klein wenig, ja, es ist schwierig für Gott, weil im Endeffekt wird nur einer gewinnen können. Und dann, ja, wer denn jetzt? Und man merkt, das sind eigensinnige, ja, sehr zu kurz greifende Gebete, wo Gott nicht drauf eingeht. Ein zweiter Grund. Zerbrochenes, Unerklärtes. Die Bibel thematisiert das ebenso prominent und sagt in Markus 11 zum Beispiel, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Und den ersten Petrusbrief macht der Petrus, setzt noch einen drauf und sagt, ihr Ehemänner, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll, respektiert und achtet sie also, damit die Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. So, Männer, klar? Das ist ein Wort an euch. Einfach reinziehen und Klappe halten. Beide Texte reden davon, dass unsere Gebete, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen unserem zwischenmenschlichen Beziehungen und der Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Und ja, das kann ohne weiteres ein Grund dafür sein, dass manche Gebete nicht erhört werden, weil wir, die die Gebete beten, im Hier und Jetzt nicht bereit sind, so zu handeln, wie es derjenige, zu dem wir beten, von uns erwartet. Und da sagt Gott, nee, nein, jetzt kümmerst du dich mal wirklich um das. Nein, jetzt gehst du hin und klärst das erstmal. Du bist selbst der Erhörung der Gebete. Bet nicht um was, wo du selbst für zuständig gerade bist. He? Und Gott legt da ziemlich deutlich den Finger drauf. Es gibt noch verschiedenste andere Stellen, die davon sprechen. Junge, da muss nicht drum beten jetzt. Jetzt klär erst mal Dinge. Und das kann ein Grund sein. Und ein dritter Punkt noch, nicht jetzt. Ich habe ihn einfach nicht jetzt genannt. Die Zeit, die ich manchmal für richtig halte, dass Gott meine Gebete hört, kann sein, dass Gott die Zeit nicht für richtig hält. Und offensichtlich sieht Gott in seiner Zeitdimension manchmal Dinge anders, als ich sie sehe. Und das sind Zeiten, wo ich denke, Gott handelt nicht oder er ist unsichtbar, er hört nicht, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, aber irgendwie kein Anschluss unter dieser Nummer. Aber offensichtlich in Gottes Zeitdimension tickt wirklich ein bisschen anders. Und du kannst in verschiedenen Psalmen, in alttestamentlichen Texten nachlesen, neutestamentliche, wo du dieses Phänomen findest, König David. Mehrere Psalme darüber geschrieben, Psalm 13, Psalm 10, Psalm 44, wo er sagt, er tut sich schwer damit, Gott, warum tust du nichts, nun mach doch endlich mal. Und das explizit anspricht. Warum lauft dir nichts, Gott? Irgendwie ist das Timing total anders. Gott hätte Jesus auch schon viel früher auf die Erde schicken können. Fromme Juden beteten schon lange für das Erscheinen des Messias. Und trotzdem heißt es im Galaterbrief, hey, er kam zu der festgesetzten richtigen Zeit. Aber die Erwartung von den Leuten war schon viel früher. Der Simeon wartete schon lange darauf, endlich den Erlöser zu sehen. Und erst am Ende vom Leben, durfte ihn denn sehen und dann hören.
Es kann also ohne weiteres sein, dass es kürzere und längere Zeiten gibt zwischen dem Gebet und dessen Erfüllung. Wenn du mich jetzt fragst, verstehst du das? Dann sage ich ganz ehrlich, nein. Ich verstehe es nicht. I don't know. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es nicht mal nachvollziehen, welche Faktoren von meinem Timing Gottes wirklich ein Handeln bestimmen. Aber es kann durchaus eine Erklärung sein, dass Gottes Timing einfach ein anderes ist. Und vielleicht erst am Ende von meinem Leben manche Dinge verstehe oder vielleicht erst gar nicht. Vielleicht erst, wenn ich bei Jesus bin, wie manche Dinge klarer werden. Ich denke, aha, aber das habe ich im Diesseits vielleicht nicht verstanden. Gottes Timing. Auch ein Grund, warum manche Gebete sicherlich nicht erhört werden. Und so gäbe es noch viele andere Themen, wo man auch ansprechen könnte, wo sehr prominent in der Bibel beschrieben werden, warum manche Gebete nicht beantwortet werden. Und trotzdem, auch mit den 3 Erklärungsversuchen, die alle richtig sind und wo ich wichtig finde, dass man sich denen auch stellt, werden wir nicht ernsthaft alle unerhörten Gebete erklären können. Und besonders nicht die ernsthaften Gebete, die Menschen beten in Bezug auf Gesundheit oder Schutz. Die Person, die auf dem Sterbebett war, hat sicherlich ihre Beziehung geregelt und ein falsches Motiv, nee, einen Tag später war sie tot und gestorben. Die Frage vom Timing hat sich da auch erübrigt. Im Alten Testament gibt es mal die prominente Geschichte, die sehr ausführlich über das Leid spricht, über die notvolle Situation, wenn was nicht erhört wird, anhand von der Person Hiob. Und der Hiob sitzt da in seinem Leid drin und weiß nicht ein und nicht aus und fragt sich, was soll das Ganze in meinem Leben, ein Desaster. Und seine Freunde kommen zu ihm und 22 Kapitel lang reden die Freunde auf ihn ein. Und 22 Kapitel lang verbreiten sie eine Lehre, die heute in der Kirche auch noch ihr Unwesen treibt. Aber Gott lässt das aufschreiben, sagt, das ist wirklich 22 Kapitel lang Blödsinn, was ihr erzählt. Und Gott macht am Schluss wirklich den Punkt, sagt, look, das war wirklich Blödsinn. Aber das treibt heute auch noch ihr Unwesen, diese Lehren in der Kirche. Und viele reagieren so. Wenn man Leid sieht oder unbeantwortete Gebete hört und sagt, jo, wie kann man das erklären? Dann fangen manche Leute an zu interpretieren. Ja, warum heißt das so? Ja, darum. Da gibt es einen Kausalzusammenhang. Wenn du nicht gesündigt hättest, dann wird vielleicht Gott dich auch erhören. Interpretieren, moralisieren. Ja, du musst vielleicht einfach mehr glauben, dann wird das auch irgendwo in deinem Leben besser passen. Du müsstest dich doch vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Oder man generalisiert so. Ja, das passiert halt im Leben. Es passiert halt, dass so Dinge sind. Eben interpretieren, moralisieren, generalisieren und zum Schluss dann noch bagatellisieren. Halb so schlimm, es kommt ja irgendwann wahrscheinlich wieder gut. Das sind sicherlich 4 Art und Weisen. Könntest du mal kurz einblenden? Ja. Interpretieren, nächste, ja. Look, die 4 Dinge. Don't do it. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die so eine Liste von unerhörten Gebeten hat. Das war im Alten Testament 22 Kapitel lang schon Dummheit. Und das ist heute auch noch. Don't do it. Aber was machen wir? Letzte Woche hat Matthias Saladin es schon kurz angesprochen. Die Lösung für die Frage, die liegt nicht in neuen Gebetsformen. Die liegt auch nicht, indem du dich mehr anstrengst, sondern die liegt im Kern wirklich in unserem Gottesbild. Oder beziehungsweise, was steht im Zentrum von deinem und meinem Glauben beim Beten? Und was dreht sich dein und mein Glauben beim Beten? Von daher leite ich ab, wie ich mit meiner Liste umgehe, weil ich könnte meine Liste auch erfüllen. Wochen und Monate lang gebetet, dass irgendwo mehr Gesundheit in unsere Familie wieder reinkommt und nichts ist passiert. 2 Passagen aus der Bibel sind mir in den letzten Jahren sehr wichtig geworden, wo ich denke, ja, das hilft, mein weiter zu beten, aber auch in der Frage, wie gehe ich mit all den Gebeten um, wo nichts passiert ist. Was mache ich damit? Das ist zum einen
im Alten Testament das Buch Habakuk, von diesem Propheten Habakuk, vielleicht schon mal gelesen. Ein interessantes Buch, erzählt die Geschichte oder besser das Gespräch zwischen Gott und ihm. Und ganz am Anfang vom Habakuk, da steht Folgendes: Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich zu dir, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen und warum schaust du so untätig zu? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich auch blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Und beim Habakuk geht es nicht darum, dass irgendein Porsche bestellt ist, der nicht in der Garage landete, sondern der Habakuk spricht Dinge in einem damaligen Umfeld von ihm an, wo mit Gewalt zusammenhängen, mit Ausbeutung und mit Vergewaltigungen. Also wirklich heftige und deftige Dinge. Bitter, ernst, und wir können es sehr schnell in unsere aktuelle Welt hineinnehmen. Eben die gläubige Familie, die eben keinen Schutz erfahren hat und trotz Gebete verunglückt. Oder die ungewollte Schwangerschaft wegen einem gerissenen Kondom und das abgetriebene Kind, weil es einfach nicht in eine Lebenssituation passt. Oder der hasserfüllte Amokschütze, der findet andere Menschen aus der Ethnie, die müsste man einfach umbringen. Und der Habakuk sagt: Gott, wie lange schreie ich schon um Hilfe und du hörst nicht. Überall herrscht Gewalt, aber von dir kommt keine Rettung. Habakuk klagt. Und das Verrückte ist, der Habakuk, der beharrt auf eine Antwort. Der beharrt wirklich auf eine Antwort. Gott, was soll das? Es ist ja schon schlimm genug, wenn ich den Eindruck habe, ich habe mein eigenes Leben nicht im Griff. Aber wenn ich dann den Eindruck kriege, dass du es auch nicht im Griff hast, Gott, oder dich nicht drum kümmerst, dann finde ich es nur wirklich schwierig. Und das sagt er ganz frech und unverblümt, sagte das Gott. Und mit ihm sagen das ungefähr 1/3 aller Dichter und Texter von den Psalmen, von den Psaltern. 1/3 aller Psalter sind Klagepsalmen, wo die Dichter, Musiker oder Texter Lieder geschrieben haben, wo sie explizit genau dieselbe Wortform wenden und klagen bei Gott. Und was da zum Teil rumgeschimpft wird, was da rumgezackt wird mit Gott, das glänzt, also manchmal denke ich, das grenzt gerade so an Blasphemie. Aber es ist auf der anderen Seite ein Ausdruck von tiefster Gottverbundenheit, dass sie Gott das klagen. Nämlich selbst dort, wo Menschen Gott nicht mehr verstehen und nicht mehr wissen, noch ein, noch aus, wenden sie sich an Gott und sagen es ihm. Und da werden Glaubenskrisen, Zweifel, seelische Konflikte angesprochen. Nichts wird ausgeklammert. Und Leute, ich bin dankbar dafür, dass das alles in der Bibel drin steht. Dass so eine ganze Liste mit Unerhörtem und Fragwürdigem in der Bibel drin steht und Menschen sich an Gott damit wenden und sagen: Hey Gott, ich komme wirklich nicht mehr drauf. Offensichtlich, Habakuk und alle anderen Dichter würden mir beipflichten, das Leben ist scheinbar doch nicht so ein Ritt auf Wolken, auch nicht das Leben mit Gott. Lachen und fröhlich sein hat seine Zeit, aber klagen und fragen eben auch. Klagen und fragen. Und das macht der Habakuk, das machen die Dichter aus dem Psalm und fragen. Sie fragen immer wieder und klagen immer wieder. Fühlt man sich danach besser, wenn man geklagt hat und gefragt hat? Nö, ich nicht. Keineswegs. Ich fühle mich nicht besser, aber ich bin ehrlich gewesen. Ich bin ehrlich gewesen zu dem, wo ich glaube, der damit umgehen kann und sich auch wirklich darum annimmt. Es ist wichtig, dass wir ehrlich sind und es nicht verschweigen, gerade beim einfachen Beten, dass man im Grunde seines Herzens vielleicht manchmal sauer ist auf Gott. Leute, und Klagen und Fragen ist eine ganz großartige biblische Alternative zum Jammern. Weil ich glaube, Jammern, das ist bei uns wahnsinnig weit auch verbreitet, auch bei all den Fragen hier. Aber ein Klagen und Fragen ist die biblische Alternative im Umgang mit all den unerhörten Gebeten, anstatt eben Jammern. Weißt du, beim Jammern drehen wir uns um uns selbst und letztlich wird unser Herz irgendwann mal eng und zu. Aber die Klage und die Frage hat eine Adresse. Ich wende mich hier an einen. Wer klagt, anstatt zu jammern, der glaubt, dass alle negativen Gefühle und Erfahrungen bei Gott besser aufgehoben sind als in den Ohren von unseren Mitmenschen. Und deswegen klagen und fragen. Auch wenn ich hinterher immer noch nicht alles verstanden habe und immer noch keine Antwort habe aufs Warum.
Aber ich bin zu dem gegangen, wo ich glaube, der kann damit umgehen. Und er weiß, was er mir dann antworten kann und wird irgendwann. Interessanterweise, die meisten Klagepsalmen enden dann in aller Regel auch hoffnungsvoll. Sie fangen wirklich wüst an, wirklich. Da wird alles Mögliche gesagt, aber sie enden in aller Regel hoffnungsvoll mit so einem trotzigen Dennoch-Glauben. Psalm 13 zum Beispiel. Ich aber, so schreibt der David da, ich aber vertraue auf deine Liebe und ich juble darüber, dass du mich retten wirst. Und damit meint er nicht nur diesseits. Er glaubt, dass Gott am Ende von allen Tagen die Tränen abwischen wird. Mit einem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Nach einer Tirade von Klagen vorher sagte ich, aber es gibt so einen trotzigen Glauben, der sich an Gott wendet, mitten in der größten Not. Klagen und Fragen. Und das führt mich zum zweiten Punkt, wo mir wirklich Mut macht, mit der Liste umgehen zu können und an die Liste zu glauben und weiter dafür zu beten. Und weiter darum zu ringen, dass Gott Gebete beantwortet ist. Und das zu verkünden, dass es wichtig ist, mit Gott zu kommunizieren. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird das meines Erachtens sehr gut auf den Punkt gebracht, wie wir umgehen können mit dieser Spannung. Ein ganzes Kapitel lang, 40 Verse lang, nimmt sich der unbekannte Autor vom Hebräerbrief Zeit, um zu beschreiben, was Männer und Frauen im Glauben alles erlebt und empfangen haben. Gebetserhörung und so weiter, also außergewöhnliche Dinge. Und interessanterweise, es geht um Kapitel 11, ganz am Anfang macht der Autor ziemlich deutlich, der Glaube an Jesus bedeutet tatsächlich mit einer Erfüllung in Hoffnung zu rechnen. Wirklich an der Hoffnung festzuhalten. Der Glaube ist durchaus mit Erwartung verbunden. Das sagt der Schreiber von diesem Hebräerbrief. Nein, wir erwarten das. Wir glauben daran. Wir glauben das wirklich hier und jetzt, aber nicht nur. Hier und jetzt, aber nicht nur. Und dann fängt der Autor darüber eine ganze Geschichte vom Gottes Volk zu erklären, vom Alten Testament, wo er abschreitet, vom Henoch, vom Noah, der große Flut errettet worden ist, Abraham und Sarah, die im Pflegeheimalter noch Kinder bekommen haben und so weiter. Und dann der Autor, der staunt wie selbst darüber. Und ich lese euch da weiter vor, ab Vers 33, Hebräer 11. Was haben Menschen durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Und als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten, schlugen feindliche Heere in die Flucht und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Wow! Außergewöhnliche Dinge, Leute. Und er sagt, look, das haben wir im Glauben erwartet und gebetet. Und dann macht er weiter, die Liste ist noch nicht fertig, hier kommt noch mehr. Schreibt dann weiter. Andere, die auch Gott vertrauten, die wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf die Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt, misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte ihnen Ketten an und sie warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet, mit dem Schwert hingerichtet, heimatlos, nur mit einem Schafsfell oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher. Hungrig und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und Gebirge umher, mussten sich in einsamen Tälern, Höhlen verstecken. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Okay, das war jetzt nicht wahnsinnig ermutigend, ich weiß, aber das ist einfach der zweite Teil von dem Text. Und man fragt sich einfach, was ist schiefgelaufen bei denen? Wo sind die falsch abgebogen? Warum funktioniert das mit der Bewahrung Gottes nicht bei denen? Vor der Bedrohung, zur rechten Zeit, mit dem Widersacher. Haben sie zu wenig geglaubt? Zu wenig Erwartung an das Eingreifen Gottes, dass Gott unsere Gebete, ihre Gebete erhört? Haben sie zu wenig gemacht, irgendwas? Und der Hebräerbrief tut explizit darauf hinweisen und sagt, nein. Das heißt da, sie alle haben Gott vertraut. Und deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Sie alle haben Gott vertraut, explizit. Die einen sind durch
durch Glauben eine Tote auferweckt und die anderen wurden mit demselben Glauben qualvoll ums Leben gebracht. Derselbe Glaube, Leute, lässt andere in Bedrängnis und sogar in den Tod. Und intuitiv, glaube ich, will jeder bei der ersten Gruppe sein, oder? Einfach ist besseres Storytelling, macht sich im CV viel besser. Bei Hebräer 12 geht es weiter. Alle diese Zeugen umgeben uns wie eine Wolke und spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, indem wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Nicht nach links und rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Der Jesus ist der Anfänger und Vollender von deinem und meinem Glauben. Und in der Begegnung mit diesem Jesus, da beginnt unser Glaube, da steht unser Glaube und da wird eines Tages unser Glaube auch mal erfüllt. Versteht ihr, in der langen Liste von den Erfahrungen, die Menschen mit ihrem Glauben gemacht haben, nach allen Siegen, Erfolgen, Heldentaten, aber auch all den Nöten und Niederlagen und Entbehrungen, da wird eins klar gemacht. Es geht um eine Begegnung mit einer Person, mit dem Jesus, der ins Kreuz gegangen ist, aus Liebe zu uns. In alten Übersetzungen, älteren Übersetzungen, da heißt es immer, lasst uns aufschauen zu Jesus. Also nicht rechts und links schauen, lasst uns aufschauen zu Jesus. Look, der christliche Glaube, deine und meine Nachfolge, unsere Einstellung zum Gebet, zum Einfachbeten, zum glaubensvoll Beten. Es dreht sich nicht um das, was wir daraus rausbekommen, was wir davon haben oder anders gesagt, was der Glaube, was unsere Gebete abwerfen an Wohlstand, Gesundheit, Erfolg oder sonst was, sondern es dreht sich letztlich um die Begegnung mit einer Person und nicht um das Resultat, was alles dabei rauskommt. Und wenn Tolles dabei rauskommt, und wenn super Sachen in unserem Leben geschehen, dann ist das zum Feiern. Und wenn das nicht passiert, dann ist das zum Heulen. Ja, das ist zum Heulen. Aber es dreht sich um die Person, mit der wir begegnen. Und ja, Leute, wir dürfen weiter um Bewahrung in unserem Leben beten. Jesus tut uns explizit darauf hinweisen, Gott weiß, was wir zum Leben brauchen, sagt er seinen Jüngern schon. Ja, wir dürfen um die großen und kleinen Dinge bitten. Gott versorgt sogar die Spatzen. Und sagt, nimmt das als Beispiel und sagt, hey, du darfst mit all dem Lebensnotwendigen, darfst du immer wieder zu mir hinkommen. Ja, wir beten weiter um Heilung, jawohl. Und du darfst gerne auch um Parkplätze beten, wegen mir um weiße Porsche kannst du auch beten. Aber letztlich ist das nicht der Inhalt, der Kern von unserem Glauben. Nicht an dem, was dabei rausspringt. Jesus ermutigt uns, mit all dem zu kommen. Aber lass uns in Erinnerung halten, das ist nicht der Inhalt. Das ist nicht das Versprechen von unserem Glauben. Das hat Jesus uns nie in Aussicht gestellt, dass du 100 Jahre wirst und gesund bist und auf einmal umfällst und dann bei Jesus bist. Er hat nicht versprochen, dass wir alle wohlhabend werden. Nein, das hat alles nicht. Unser Glaube richtet sich nicht auf etwas, sondern auf jemanden, auf Jesus. Und der gibt uns berechtigt Mut, unerhört zu beten. Die unerhörten Gebete unseres Lebens, Leute, dürfen uns nicht davon abhalten, unerhört, mutig, konkret, kindlich zu beten. Und deswegen bete ich im Glauben mit Hoffnung weiter. Aber stell mich all den anderen Fragen hier. Und sag, look, egal was dabei rauskommt, unser Glaube ist auf eine Person zugerichtet, auf diesen Jesus. Lass uns aufschauen auf Jesus, deinen Anfänger und deinen Vollender vom Glauben. Das hält dich am Laufen bis an dein Lebensende. Ich lade dich ein, aufzustehen und wir nehmen noch eine Zeit vom Beten. Und wenn du jetzt daheim bist, vom Fernseher, vom Computer, dann möchte ich auch beten, nimm einen Moment Zeit. Lass uns aufschauen zu Jesus. Neu ausrichten auf die Person Jesus. Und nicht, was wir daraus haben wollen und erleben wollen, sondern auf diesen Jesus, der deinen Glauben begonnen hat irgendwann mal. Und er ist der Garant dafür, dass er auch bis ans Ende hält. An dem wollen wir festhalten. Und Jesus als Kirche, als Gemeinschaft richten wir unseren Glauben wieder auf dich und sagen, du bist das Zentrum, du bist der Anfänger, du bist der Vollender, du bist die Grundlage von uns, du bist der Gründer von der Kirche. Und danke, dass du uns von vorne entgegenkommst. Und wir freuen uns, dich eines Tages zu sehen. Und Jesus, danke, dass du uns allen Mut schenkst und alle Zuspruch auch gibst, hoffnungsvoll zu beten, unerhört zu beten.
Und das machen wir, Jesus. Wir kommen mit allen unseren Anliegen immer wieder zu dir. Und wir kommen mit allen unseren Klagen zu dir. Jesus, ich möchte daran festhalten, ich selbst möchte daran festhalten, wirklich zuallererst zu dir zu kommen, anstatt zu jammern. Und danke, dass du eine gute Adresse dafür bist. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jedem Einzelnen von uns hier daheim, unserer gesamten Kirche in Basel-Land, in Lörrach, uns immer wieder die Fähigkeit schenkst, aufzuschauen zu dir. Egal, was gerade dabei rauskommt.